Immer das letzte Wort haben, liebe kleine Ente. Und das ist das Hühnchen, das ist auch dazugekommen. So, aber die stelle ich jetzt mal zur Seite, die wollen nämlich auch zuhören und so genauso wie du, wie ihr. Hallo, liebe Kinder, hallo, liebe großen Leute. Pumpeline geht nicht mit Fuffi spazieren, die setzt sich auch hier hin und hört von da aus zu und Fuffi darf da oben bleiben. Ja, ich hoffe, es geht dir gut und du freust dich jetzt auf die Fortsetzung des Buches Der kleine Prinz. Da oben ist er zu sehen, ja. Und jetzt wollen wir doch mal hören, was es Neues gibt, was der kleine Prinz ja mit dem großen Mann zu besprechen hat. 7. Kapitel. Am 5. Tag war es wieder das Schaf, das ein Lebensgeheimnis des kleinen Prinzen enthüllen half. Er fragte mich unvermittelt, ohne Umschweife, als pflückte er die Frucht eines in langem Schweigen gereiften Problems: Wenn ein Schaf Sträucher frisst, so frisst es doch auch Blumen. Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt. Auch die Blumen, die Dornen haben. Ja, auch die Blumen, die Dornen haben. Wozu haben sie denn die Dornen? Ich wusste es nicht. Ich war gerade mit dem Versuch beschäftigt, einen zu streng angezogenen Bolzen meines Motors abzuschrauben. Ich war in großer Sorge, da mir meine Panne sehr bedenklich zu erscheinen begann, und ich machte mich aufs Schlimmste gefasst, weil das Trinkwasser zur Neige ging. Was für einen Zweck haben die Dornen? Der kleine Prinz verzichtete niemals auf eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte. Ich war völlig mit meinem Bolzen beschäftigt und antwortete aufs Geratewohl: Die Dornen, die haben gar keinen Zweck, die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen. Oh! Er schwieg. Aber dann warf er mir in einer Art Verärgerung zu: Das glaube ich dir nicht, die Blumen sind schwach, sie sind arglos, sie schützen sich, wie sie können. Sie bilden sich ein, dass sie mit Hilfe der Dornen gefährlich wären. Ich antwortete nichts und sagte mir im selben Augenblick: Wenn dieser Bolzen noch lange bockt, werde ich ihn mit einem Hammerschlag heraushauen müssen. Der kleine Prinz störte meine Überlegung von neuem. Und du glaubst, dass die Blumen... Aber nein, ich glaube nichts. Ich habe nirgend irgendetwas dahergeredet. Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen. Er schaute mich verdutzt an. Mit wichtigeren Dingen? Er sah mich an, wie ich mit dem Hammer in der Hand und vom Schmieröl verschmutzten Händen über einen Gegenstand beugte, der ihm ausgesprochen hässlich erscheinen musste. Du sprichst ja wie die großen Leute. Das beschämte mich. Er aber fügte unbarmherzig hinzu: Du verwechselst alles, du bringst alles durcheinander. Er war wirklich sehr aufgebracht. Er schüttelte sein goldenes Haar im Wind. Ich kenne einen Planeten, auf dem ein puterroter Herr haust. Er hat nie den Duft einer Blume geatmet. Er hat nie einen Stern angeschaut. Er hat nie jemanden geliebt. Er hat nie etwas anderes als Addition gemacht. Und den ganzen Tag wiederholt er wie du: Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das macht ihn ganz geschwollen vor Hochmut. Aber das ist kein Mensch, das ist ein Schwamm. Ein was? Ein Schwamm. Der kleine Prinz war jetzt ganz blass vor Zorn. Es sind nun Millionen Jahre, dass die Blumen Dornen hervorbringen. Es sind Millionen Jahre, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und du findest es unwichtig, wenn man wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen hervorzubringen, die zu nichts Zweck haben? Dieser Kampf der Schafe mit den Blumen soll unwichtig sein, weniger ernsthaft als die Addition eines dicken, roten Mannes?
Und wenn ich eine Blume kenne, die es in der ganzen Welt nur ein einziges Mal gibt, nirgends anders als auf meinem kleinen Planeten, und wenn ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens mit so einem einzigen Biss auslöschen kann, das soll nicht wichtig sein? Er wurde rot vor Erregung und fuhr fort: Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt auf allen Millionen und Millionen Sternen, dann genügt es ihm völlig, dass er zu ihnen hinaufschreit, um glücklich zu sein. Er sagt sich: Meine Blume ist da oben, irgendwo. Wenn aber das Schaf die Blume frisst, so ist es für ihn, als wären plötzlich alle Sterne ausgelöscht. Und das soll nicht wichtig sein? Er konnte nichts mehr sagen. Er brach plötzlich in Schluchzen aus. Die Nacht war hereingebrochen. Ich hatte mein Werkzeug weggelegt. Mein Hammer, mein Bolzen, der Durst und der Tod, alles war mir gleichgültig. Es galt auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen, hier auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten. Ich nahm ihn in die Arme, ich wiegte ihn, ich flüsterte ihm zu: Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde ihm einen Maulkorb zeichnen, deinem Schaf. Ich werde dir einen Zaun für deine Blume zeichnen. Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Ich kam mir sehr ungeschickt vor. Ich wusste nicht, wie ich zu ihm gelangen, wo ich ihn erreichen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. 8. Kapitel. Bald sollte ich jene Pflanze besser kennenlernen. Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt. Sie spielten keine große Rolle und störten niemanden. Sie leuchteten eines Morgens im Grase auf und erloschen am Abend. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen aus einem Samen, weiß Gott woher, und der kleine Prinz hatte diesen Spross, der den anderen Sprösslingen nicht glich, sehr genau überwacht. Das konnte eine neue Art Affenbrotbaum sein, aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz, der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen, aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte ihre Farben mit Sorgfalt, sie zog sich langsam an, sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen, sie wollte nicht wie die Mohnblüten ganz zerknittert herauskommen, sie wollte nicht früher erscheinen als im vollen Ornat ihrer Schönheit. Nun ja, sie wollte gefallen. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich enthüllt. Und die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend: »Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerstrauft.« Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr verhalten. »Wie schön Sie sind!« »Nicht wahr?«, antwortete sanft die Blume, »und ich bin zugleich mit der Sonne geboren.« Der kleine Prinz erriet wohl, dass sie nicht allzu bescheiden war, aber sie war so rührend. »Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken«, hatte sie bald hinzugefügt. »Hätten Sie die Güte, an mich zu denken?« Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume bedient. So hatte sie ihn sehr bald schon mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren 4 Dornen sprach,
hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt. Sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, hatte der kleine Prinz eingewendet, und die Tiger fressen auch kein Gras. Ich bin kein Gras, hatte die Blume sanft geantwortet. Verzeihen Sie mir, ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten Sie keinen Wandschirm? Grauen vor Zugluft? Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze, hatte der kleine Prinz festgestellt. Diese Blume ist recht schwierig. Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Es ist schlecht eingerichtet. Da, wo ich herkomme. Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkorns gekommen. Sie hätte nichts von den anderen Welten wissen können. Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie 2- oder 3-mal gehustet, um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen. Der Wandschirm. Ich wollte ihn gerade holen, aber Sie sprachen mit mir. Dann hatte sie sich neuerlich zu ihrem Husten gezwungen, um ihm trotzdem Gewissensbisse aufzunötigen. So hatte der kleine Prinz trotz des guten Willens seiner Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. Ich hätte nicht auf sie hören sollen, gestand er mir eines Tages. Man darf den Blumen nicht zuhören, man muss sie anschauen und einatmen. Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte seiner nicht froh werden. Die Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte mich rühren sollen. Er vertraute mir noch an. Ich habe das damals nicht verstehen können. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte niemals fliehen sollen. Ich hätte hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind so widerspruchsvoll, aber ich war zu jung, um sie lieben zu können. Tja, manches muss eben reifen. Liebe Kinder, liebe große Leute, das war für heute die Lesung mit dem Floh im Ohr und dem kleinen Prinzen. Und jetzt wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und passt aufeinander auf. Und Wuffi sagt auch, Wuff, Wuff und Tschüss.